Ja, Freunde, bei Pioneers of Pagonia, ne, ist nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen. Im Gegenteil, hier wird auch mal richtig hart zurückgeschlagen. Vor allem gegen feindliche Banditen und Diebe und... Was ist schon los? Ihm wurden beklaut! Wo ist er? Der Saftsack, wo ist der Dieb? Ja, gegen Diebe vorgehen, ne? Moment. Bevor ich jetzt irgendwie gerade einen Quatsch erzähle. Wir brauchen Reichtum, das stimmt, ne? Wir haben noch ein paar, naja, Dinger, die wir machen. Achso, nur für 20 wollte ich gerade sagen, das stimmt ja gar nicht. Ihre Waffen, genau, das machen wir momentan. Nee, wir haben gewisse Siegbedingungen, genau, die wir erfüllen müssen. Und es geht auch vor allem darum, dass wir es irgendwie noch schaffen, was irgendwie möglich ist, die ganzen feindlichen Areale, sag ich jetzt mal. Was war die hier? Okay. Feindlichen Gebiete, also die ganzen Diebe und so, die ganzen Lager, die platt zu machen. Wäre zumindest nicht ganz so verkehrt. Und deswegen, was ich natürlich auch ganz dringend noch brauche, ist mehr Truppen hier. Wir brauchen Waldläufer, glaube ich, hier. Also, eigentlich brauchen wir gar keine Wachen mehr, wenn wir ehrlich sind. Wir brauchen vor allem, oder, ja, für Grenzsteine und so, natürlich das schon. Die scheiß Diebe, hey, wenn du bloß wisst, wo sie sind, wo sie ihr Lager haben. Was wir brauchen, sind natürlich Soldaten, wie bereits erwähnt. Die Wachen sind ja mehr für die Dinger. Für die Grenzsteine. Dann steht so hier so schön, ne? Wachen können mit Grenzsteinen Gebiet erweitern, alle stationären Einheiten können patrouillieren oder Ziele von hier aus angreifen. Genau, also eigentlich auch hier Typen wie die Wachen zum das Gebiet erweitern. In dem Sinn nach oben, weil ich muss irgendwie schnellstens darüber. Schnellstens vor allem. Kann noch ein bisschen dauern. Das zum einen und zum anderen aber halt eben auch Waldläufer und Soldaten. Soldaten für die gegnerischen Banditen und Waldläufer die Diebe. War ja mal so. Also eine Militärakademie, ne? Da ist ja immer sehr, sehr cool. Träger haben wir so viel, also von denen, die können wir quasi dafür einsetzen. Und mal gucken, was wir alles so für Waffen haben, ne? Was ist so... Soldaten. Ne, warte mal, ich sitze mit den Waldläufern aus. Ich sollte erst einmal einen Plan machen, wenn ich bloß noch wüsste, welche Truppen. Aber hier haben das Gildenhaus, ne? Das Handelsposten. Ich wollte ja mal irgendwie alle hier hoch platzieren, wa? Handelslager, Baustellencamp, Handelsposten. Handelsposten gibt es nur Vollpfosten. Nein, das Ding ist irgendwas ganz anderes, keine Ahnung, was es sein soll. Gehen schon mal bis hier rüber. Und macht dann hier natürlich auch mal noch einen Wachturm. Das Gebiet da noch ein bisschen erweitern müssen, logischerweise. Die ganzen Dinge nach hier mit Meilenstein, Brotbacken, Nahrung, das passt momentan mal so weit, so gut. Mehr Einwohner wären vielleicht mal noch eine Variante, dazu dann aber später mehr. Hier noch irgendwie Ausbau, ne? Gerade hier mit der Jagdhütte, die irgendwie ein bisschen fehlplatziert ist. Das ist auch hier eine Theorie. Ja, hier erweitern, ne? Das ist auch immer so ein Thema. In welche Richtung erweitern wir das überhaupt? Schon mal bis hier hinkomme. Wir haben ja noch Banditenlager und alles drum und dran. Heißt, eine Garnison hier wäre auch nicht verkehrt. Die Truppen stationieren könnte. Ich muss vor allem erstmal gucken, wie es denn hier so mit den Kosten aussehen. Ne? Planierer brauchen wir gar nicht, Baustellenträger auch nicht. Zimmer Handelsträger. Wo habe ich denn eine Militärakademie habe, um die auszubilden? Probiere ich dann den Rest davon aus. Ist die Abenteuereinheiten? Nee, oder? Wo habe ich denn das Teil? Ist es das hier? Ja. Ich kann die ganzen Gebäude hier endlich einen Punkt unterbringen, wa?
Das wäre sowieso gar nicht mal so schlecht. Wir haben hier die Rüstungsschmiede auch, die Abenteuergilde, wo wir auch die Militärakademie hier unten. Dass ich eine Garnison hier oben habe, stört mich gerade weniger, muss ich tatsächlich zugeben. Und Militärakademie hätte ich gerne hier. Ja, da unten wird es schwieriger. Okay. Platziere die mal da für die Rallala und holst die wieder ab. Das Gildenhaus kommt hier auch weg. Da oben ist eigentlich auch nicht eher weniger haben. Ja, da war Handelsposten. Okay, haben wir bereits hier schon. Ja, mir wird Ding. Gut, ist jetzt ein bisschen doof, aber ist leider so. Der muss weg, dafür mache ich jetzt das mit den Waren hier oben. Okay. Handelsposten etc. Da, hier haben das Baustellencamp für die Rallala. Militärcamp, wo die ganzen Truppen hinkommen. Da haben wir auch schon viele, ja, die ganzen Wachen. Ja, auch ein paar. Okay. Die Militärakademie, wieder was gestohlen. Okay, aber ist nur so ein, sag ich mal, nur ein Dieb in Anführungszeichen natürlich. Eine Waffenschmiede. Ja, die haben wir, würde ich jetzt gerne hier unten haben. Ich habe schon mal gesagt, alles ein bisschen im selben Ort habe. Militärakademie, Abenteuergilde. Das ist alles nochmal neu. Jetzt zwar ein bisschen schwieriger wird, es sei denn, ich würde hier die Garnison abbauen. Ich mache da das mit dem Wachturm. Bauen hier eine Garnison. Eigentlich gerade nicht, oder? Och, das darf ja jetzt wohl nicht wahr sein, ey. So. Dann später mal auf den Weg hier weiter, ne, sobald es geht. Also haben wir hier die Militärakademie. Gut, dann kommt das, die Abenteuergilde oder das Gildenhaus oder whatever. Kommt dann auch hier in die Nähe. Was haben wir sonst noch? Das Gildenhaus. Also Gildenhaus für die. Abenteuergilde für die. Militärakademie. Perfekt. Dann haben wir hier die Waffenschmiede. Hier haben wir die Rüstungsschmiede. Die gefällt mir dann auch nicht mehr. Die kommt dann auch mal weg. So. Rüstungsschmiede, Waffenschmiede. Holzwerkstatt, Werkzeugschmiede. Das Ding, nur ganz kurz mal gucken. Werkzeugschmiede, wir haben ein bisschen Lagerbestand, das kann ich gleich wieder weg. Beziehungsweise dahin. Aus dem Auge aus sehen, weil die Materialien sind nicht verloren. Ne? Da ist ja, das ist auch sehr, sehr begrüßt bei diesem Spiel. Da fragt man sich doch direkt eine zweite Schmelzhütte, ob das vielleicht noch was wäre. Eigentlich hier, oder? Schmelzhütte. Ja, wie ist direkt daneben, weil da heißt, wir müssen das Ding auch noch wegbauen oder wieder wegbauen.
Mist. Ja, das könnte aber klappen. So. Und noch 2 hier unten. Gut, dann haben wir hier oben noch ein bisschen Platz, weil ich noch mehr bräuchte. Dann gehen wir mal hier noch ein bisschen auf Speed. Also Lieferwarnung haben wir gemacht, schon mal hier bei 60% für Status Freund. Versorgerexpedition, die ist klar, ich muss ja da oben hin. Hier nochmal zu gucken, wir haben hier die 10 Wachen für die Wachtürme, das passt soweit auch. Die müssen irgendwie auf die Schnelle immer helle hier hin ausbauen. Dann wiederum haben wir hier irgendwo meine... Nicht da. Wo ist mein... Ach du Scheiße. Oh. Ist auch gebaut, schön. Ne, das immer... wobei, warte mal. Nicht die, könnt ihr da abziehen, Freunde. Hol's mal weiter, wa? Und 10 Stück. Gehen hier noch ein paar. So. Dann gehen die nämlich auch mal dahin. Was? Großer Eber der Entschlossenheit. Sichert die Eisenstadt und schließt ihren Bau ab. Ah, da geht's um das Ding. Sehr gut. Ja, was ich reinmachen wollte, ist kurz mein... wo ist denn jetzt mein Gebäude? Postlichen Aufträge verfügbar. Warenausgangslager voll. Dann tut auch Kacke. Wo ist jetzt mein Haus? Mein Haus. Mein Haus. Wo ist es bloß, mein Haus? Ah, hier, Entdeckerposten. Entdeckte Insel. Ja, der soll ja einfach da hinten entdecken, wa? Achso, jetzt ist der zu weit weg. Oh, Kacke. Gut, dann muss ich halt dahin. Entdeckerposten. Und jetzt einfach die ganze Gebäude neu bauen muss, wa? Ab und zu ist das auch gar nicht mal so doof. Also. Der geht nachher bitte hier rüber. Wenn ich möglichst schnell mal die linke Seite abgegradet habe. Wir brauchen noch Reichtum. Ich würde aber gerne erstmal die beiden Dinge machen. Tatsächlich. Also Schmelzhütten sind aktiv, ne? Die machen beide Dinge. So. Okay, hier haben wir die Weberei. Warenausgangslager voll für Stoff und Seile. Flachsen mittlerweile auch zu viel. Da wird zu viel geflaxt hier. Das geht doch nicht, Freunde, das geht doch nicht. Also wir haben hier ein Lager. Das Ding ein Lager. Eigentlich ist das alles Ding ein Lager, aber war davon eher wichtiger als andere. Die Steine jetzt mit den ganzen Steinen, ja. Auch da ein schönes Lager. War noch Materialherstellung im Gange. Ich reiß den mal wieder ab. Versuche hier ein bisschen City Skyline-mäßig die Wege zu optimieren. So, da kommen die Truppen her. Ja. Geh erstmal bis da oben bitte. Haben wir schon die ganzen Truppen hier? Ne, die kommen gerade noch, ne? Soldaten, Soldaten etc. Warum bis die alle da sind? Weil dann würden wir gerne hier noch die Banditenlager platt machen. Weil die nerven. Das ist ein Dieb. Aber es ist nur ein maskierter Dieb. Man sieht ihn hier nie, ne? Man kann irgendwie nie richtig sagen, ah, da war jetzt ein Dieb, jetzt kann ich ihn irgendwie abfangen oder so. Ne, da geht nie. Aber geht nicht. Was ich auch noch machen könnte. Ein Lager, 2 Lager.
Kann sich immer gut gebrauchen. Die Frage ist, brauche die Dinge auch noch. Ich meine, da habe ich auch noch mit Leder. Verstärkte Rüstung, leichte Rüstung. Machen wir mal 10 Stück davon. Mal gucken, ob es funktioniert. So. Dann die Patrouille. Ja, die soll mal hier rüber. Wir töten Hasen. Lalala. Naja, eigentlich sollte er die Banditen töten. Mit den Kupferschwertern. Krieg für Schottland! Ist gar keine Roten? Die Anführer, die Elitenbanditen? Die fehlen mir irgendwie. Also meine Soldaten, wie die krepieren. Was ist das für einer? Der hat einen Soldaten gekillt. Oh, das ist ein Veteranenbandit. Der ist noch härter, hä? Wir haben 3 Veteranensoldaten. Es sind also nicht nur Elite-Banditen, sondern auch Veteranenbanditen. So. Nicht im Wald, da sehe ich nichts. Alter! Das ist ein Let's Play, das ist kein Let's Here. Okay. Aber der wurde gekillt. Puh. Und da ist ja das Problem, da sind plötzlich meine Typen wieder down. Skandal, Freunde, Skandal. So. Hol ich mal zurück, dass ich irgendwie hier ein bisschen gucke. Die haben nur noch 4 Stück insgesamt. Alter Schwede. Die fahren wie die Fliegen. Die haben nicht mehr so viele. Waldläufer. Dafür ein paar. Ja, aber Waldläufer, wie kann ich denn die irgendwie auch ausschicken? Das Problem ist bei Waldläufern. Ich meine, ja, ich kann die hier versammeln in einem Wachturm oder sei es auch, keine Ahnung, einen Entdeckerposten. Eine Garnison, das geht ja, das ist ja schön und gut, aber was bringt mir das? Doof gesagt, weil, auch wenn ich die Waldläufer hier habe, muss ich irgendwo hier sein. Ja, hier zum Beispiel. 5 Waldläufer. Das ist schön und gut, aber ich kann ihn nicht irgendwie auf Patrouille schicken oder so. Da kann ich... Also ich meine... Das falsche Gebäude. Mann. So. Und ich hätte keine gerne von denen, auch keine von denen. Ich hätte gerne Waldläufer. Aufträge verfügbar. Ah ja, stimmt, aber schon gemacht. Da war ja was. So, kann ich ihn noch killen. Und dann mit den Kupfermünzen, ne? Da kann ich hier noch Kettenrüstung und so, wenn ich halt mehr auf Münzen gehen würde. Okay. Wenn Dieb dir was geklaut hat, Skandal. Das ist Diebe immer, ne? Ja, wenn ich nachher die Waldläufer hier habe, ob das viel bringt, ist nochmal ein anderes Thema. Na egal. Also brauchen wir vor allem für die ganzen Diebe und so natürlich auch die Waffen. Die Wachen besser gesagt. Die Frage ist, gehe ich bereits auf die harten Typen? Ne? Gehe ich jetzt, sage mir, come on, ich mache jetzt bereits hier auf Veteranen. Das war schon mal 10 Stück, wo ich Veteranensoldaten heißt Kettenrüstung, Eisenschild und Eisenschwert. Die Kettenrüstung kriege ich hier. Nein, das ist verstärkte Rüstung, ist für was anderes.
Du. Ich beides hier. So, dann haben wir noch die Waffenschmiede fürs Eisenschwert. So, da kommen sie, die Haudegen. Jo, ho, jo, ho, ho, jo, jo, ho, ho. Was machen denn hier die Waldläufer? Du. Die stehen nur rum. Und die sollen uns gegen die Diebe helfen? Ich weiß nicht, platziert immer, keine Ahnung, in der Mitte oder so. Weil auch hier, ich kann nicht irgendwie sagen, Patrouille mach in der Mitte der City oder so. Die gehen auch auf Patrouille, das passt soweit ja auch. Also alle bis auf die Wachen patrouillieren. Die Wachen sind logischerweise da mit den Grenzsteinen hier alles auszubauen. Das sollen die aber jetzt nicht machen. Ein Elite-Dieb oder was? Ein geschickter Dieb. Ah, er wurde geschickt, Freunde. Von wem? Wer ist ein Auftraggeber? Okay, ich sehe schon, ich brauche bessere Waldläufer. Okay, aber haben wir das auch mal gesehen, ne? Dass das wirklich so funktioniert. Ich meine, wenn du es mal weißt, welche Fraktion wofür ist, dann ist das Ganze schon geil. Also es ist halt tatsächlich so, ich sage jetzt ein Baustellenträger, es ist halt tatsächlich so, was vielleicht auch ein bisschen ungewohnt vielleicht daherkommen könnte, wenn man so mit anderen Spielen vergleicht, dass es halt nicht darum geht, dass du auf gut Dünken einfach irgendwas dem Zufall überlässt. Du hast ja halt die komplette Kontrolle darüber und du musst dir halt dessen noch bewusst sein. Das Ding halt einfach kontrollieren musst. Weil sonst bist du halt am Arsch. So, da wurden wir der gegnerische Lager entdeckt. Wie könnte es anders sein? Bau den mal dahin. Eben viele Typen haben leider nicht mehr Soldaten. 4 Stück noch. Naja. Da sollen noch ein paar mehr werden eigentlich. Aber eigentlich kann es mir ja ersparen, ne? Wir wissen ja mittlerweile, wo das Ding ist. Muss ich einfach noch schnell dahin. Da sind wir auf dem Weg. Dürfen wir irgendwie noch hinkriegen. Auch wenn der Weg, den sie hier bauen, ein bisschen creepy ist, aber okay. Die Eisenstatue, das Ding. Wo habe ich denn jetzt das Ding jetzt entdeckt? Das ist da drüben. Ja, Leute, dann baut bitte nicht in die Richtung weiter, sondern nach oben hin, ne? Der ist vielleicht klüger. Ja, das wird mir jetzt angezeigt, das andere plötzlich nicht mehr. Wo war denn das jetzt? Ah, Junge, das war doch irgendwo. Auf der Seite? Nee, oder? Ich finde es leider nicht mehr. Die Baustellenträger, was machen die hier? Haben die kein Zuhause? Offenbar nicht. Bleiben die hier einfach so stehen? Du. Oh Gott, das ist ein schräger Weg hier.
Ja, machen wir bitte erstmal das Ding hier, ne? Ja, aber auch hier auf der Karte nicht mehr, ne? So, sehr gut. Dann wieder mal in die Richtung. Ah, da oben ist es ja. Ist das mir dann nicht mehr angezeigt? Creepy. Gut, dann das kriegen wir noch hin, Leute. Die Frage ist, dann irgendwie knapp 4 Minuten, damit ich es wohl beenden würde. Aber irgendwie ein paar brauchen wir schon noch. Allein schon für die, ja, für den Reichtum. Ich kann irgendwie den Reichtum noch in der Folge machen und die beiden Dinge noch in der Folge zumindest irgendwie anfangen. So. Von Dieben hört man auch nichts mehr. Ne? Die haben wir, glaube ich, ziemlich gut vergrault. Ich habe ja halt ab und zu noch gegnerisches Lager, mein Gott. Ist ausgewählt? Ja, okay. Jetzt ist die Frage, komme ich da hinten überhaupt noch weiter? Nein, nicht mehr so heiter. Scheiße. Okay, wie viel haben wir überhaupt noch insgesamt? 38, also ja gut dann. Skandal! Oder eine Patrouille? Naja, viele sind sie nicht mehr. Ey, brauchen wir Waldläufer, Freunde. Wald. Das sind alles Waldläufer. Das ist eh der falsche. Obwohl sie gleich aussehen, das ist irgendwie so verwirrend. Hier, Baustellenträger und Zimmerer und die gleiche Frisur. Die gleiche Rasterlocken. Okay. Ein geschickter Waldläufer haben wir was. Magische Fackel. Oh nee. Versteckte Rüstung. Gut, die versteckte Rüstung haben wir ja. Ja, bei denen schon in Auftrag gegeben. Das ist soweit in Ordnung. Die liegt hier sogar schon bereit. Eine magische Fackel. Oh, wo gehen die schon wieder? Ja, ich habe eine Vermutung. Ein Diebeslager, na endlich mal. Das ist schon ein Scheiß, finden wir hier gar nicht mehr. Okay, dann machen wir es doch so. Dann baue ich hier oben eine Garnison hin. Und versammle hier wiederum. 25 von denen, bist du wahnsinnig. 10 von denen. Ja, gegen Diebe tretet ihr nicht unbedingt gerne an, wa? Gut, dann muss 5 von Wachen reichen. 10 von euch. Nochmal 10 von euch. Oh Mann, er hat nur einen einzigen. Ist doch scheiße. So, wir haben gerade gesehen, die magische Fackel, die mache ich offenbar in der Kunstschmiede. Warum auch immer. Aber es ist so. An der Kunstschmiede ist, die brauchen wiederum Fackel und Smaragde. Eine magische Fackel, wie steht denn Smaragde an? Warte mal, war das nicht der Quatsch, dass man Rubine und Smaragde noch gar nicht selber herstellen kann? Da kann ich mir die ganze Produktion schon mal sparen. Gut, Planänderung, ich mache dann diese Kack-Waldläufer. Leichte Rüstung, das ist eine magische Klinge, ja, das geht doch gar nicht, nein. Also leichte Rüstung, ich mache damit Fackeln. Fackeln ist nicht so das Problem, das kriegen wir locker hin.
20 Stück davon. Dann hier oben nicht das verstärkte Ding, sondern nur das schwächere Glied. Mach's auch mal 20. Dann passt das mal fürs Erste. Dann sind wir hier mit dem Entdeckerposten und dem Wachturm. Wobei ja hier die Wachen auch gegen die Diebe ankommen, war. Das machen vielleicht die Waldläufer gar nicht, um die platt zu kriegen. Jetzt will ich mal zurückfahren, weil es ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Hier krepiert mir ein bisschen zu schnell. Vor allem gegen die geschickten Dinge. Meisterdieb. Obwohl, ging drauf. Im geschickten Diebe, es gibt Meisterdiebe. Ja, die Frage ist halt wirklich, reichen auch Ritter, bzw. Soldaten, aber auch unsere normalen Wachen, um so ein Diebeslager auszuschauen, dann braucht es auch Waldläufer. Da haben Waldläufer eigentlich nur die Funktion, dass sie halt in unserem eigenen Dorf gegnerische Diebe tarnen können. Also, was heißt nur, aber ihr wisst schon, was ich meine, oder? Geht ein bisschen um die Frage. So, und jetzt hier hinten. Das wurde gestohlen. Ja. Aber sind nicht mehr viele Waldläufer, das Problem. Hier eine gute Anzahl. 10, 12, aber das geht auch soweit in Ordnung. Veteranensoldaten. Wie viele sind eigentlich noch gerade in der Ausbildung? Nicht mehr so viele, war. Noch ein bisschen nachlegen. Wenn wir noch Bronzeschwerter haben, das heißt, ich kann eigentlich auch noch hier noch 4 von euch noch machen. Da doch nochmal, dann haben wir hier noch die Kettenrüstung und den Schild. Aber auf Material, das klingt nicht gut. Da hat man zu wenig Eisenbahn, war. Ja. Zu wenig Eisenbahn, weil die kommen gar nicht hinterher. Okay, ich schenke mir gerade mal hier Silbererz. Dann mal mit Eisenerz und Kohle. Was müssen die eigentlich besser hinkriegen? Also besser hinkriegen, also schneller vor allem. Wenn ich beides machen müsste, nur eines. So. Gut, wir müssen ein bisschen abwarten, ein bisschen nachkommen, aber das wird schon in Kunstschmiede, kann man momentan noch vergessen, weil eben das Markt der Rubine habe noch keine, wie ich die herstelle oder überhaupt herstellen könnte, kein Plan, ich glaube es eher weniger, dass es geht, aber ich würde sicher mal in dieser Folge erstmal das Ding noch anschließen. Mysteriösen Ort, dann irgendwie gucken, ob wir noch die Münzprägerei noch anschmeißen, weil ich glaube, Reichtum anzuschaffen, das dürfte im Prinzip nicht so das Problem sein. Hier ist der Dieb. Oh, sind auch Diebe. Alles Diebe. Also viele Diebe. Ja, ich meine, Diebe schafft Hiebe, aber trotzdem. War doch Patrouille. Ja, da waren ja aber noch ein paar, ey. Rekrutiere Einheiten. Ja, das dauert, ne. Die Frage ist, die Diebe laufen jetzt hierhin zurück, wa? Weil hier das Diebeslager ist, logischerweise. Das heißt, könnte ich, selbst wenn die Diebe hier mich überfallen, einfach sagen, okay, ich patrouilliere einfach hier in dem Gebiet. Weil ich enttarne sie hier und sie müssen hier vorbeilaufen. Wäre dann im Prinzip eine Idee. Yeah, Waldläufer! Yeah, noch ein Waldläufer! Sehr gut. Und da kommt gleich noch einer, hoffen wir zumindest. Okay, okay. Ja, das wird schon, Leute, das wird schon. Wir kriegen es hin. Wie sehr genau und wie oft wir noch auf die Fresse fallen, das sehen wir dann wieder in der nächsten Folge. Zurück bei Pioneers of Pagonia. Bis dahin, bye bye.